Ja, was für ein zweiter Advent, herrlicher Tag. 1000 Dank für dieses wunderschöne Lied mit 4 Händen. Ein Lied mit 4 Händen, muss man auch können, ne? Und dann die 4 Brüder. Es war wirklich auch wunderbar. Man wird so richtig hineingenommen in die wunderbare Weihnachtszeit. Und man bestaunt immer auch die Gaben, die Gott gegeben hat, ja? Weihnachten, Gott gibt Gaben. In Jesus Christus die unaussprechliche Gabe und geistliche Gaben, um solche Bereicherungen stattfinden zu lassen. Also vielen Dank nochmal. Ich möchte noch mal ganz kurz beten. Vater, wir beten in Jesus Christus, dass du uns die Augen öffnest, dass wir sehen die Wunder in deinem Wort. Amen. Ja, 2 Männer aus Bethlehem, David und der große Sohn Davids, Jesus Christus. Wo wurde David geboren? Wo war er zu Hause? In Bethlehem. Er ist der Bethlehemiter aus dem Hause Isai. Das war sein Vater. Und er hatte 6 Brüder. Insgesamt 7 Kinder. Wo ist Jesus geboren? Bethlehem. Jesus ist der himmlische David. David von Isai ist der irdische David. Matthäus Kapitel 1, Vers 1 beginnt mit dem Satz, der erste Satz im Neuen Testament. Dies ist die Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids. Dadurch haben schon manche Juden zu Jesus gefunden. Die Bibel endet, das Neue Testament endet in Offenbarung Kapitel 22, 16 und folgend natürlich. Da sagt der Jesus Christus selber, ich bin der helle Morgenstern, die Wurzel Davids. Und dann sagt er nachher, siehe, ich komme bald. Was bedeutet das? Der himmlische David, der einmal in Bethlehem geboren ist, als der Sohn Davids, irdischerseits, der wird als solcher zurückkommen. In Herrlichkeit. Wieder als der Sohn Davids und er wird sein Reich auf diese Erde bringen. Und da verwundert es uns nicht, dass im Leben von David so viele Parallelen zu finden sind auf Jesus Christus hin, außer der Sünde. David war ein Sünder. Das war Jesus Christus nicht. Und dennoch Gott in seiner Größe, es hat ihm gefallen, diesen David zu nehmen, den Mann nach seinem Herzen, um auf seinen Sohn hinzuweisen, den himmlischen David, der ja auch der Mann seines Herzens war, an dem Gott der Vater sein ganzes Wohlgefallen gefunden hat. Ich möchte ja mal so detailweise aus diesem Buch ein Kapitel herausnehmen. Ich habe mich mal eine Zeit lang mit dem Leben Davids befasst und dann eben versucht, die hauptsächlichen Parallelen zusammenzustellen. Und das ist wirklich interessant und teilweise auch ergreifend. Zum Beispiel, wie hat denn das Leben Davids überhaupt begonnen? Sein öffentliches Auftreten, wie hat das begonnen? Sein öffentlicher Auftritt begann mit der Taufe. Also, Taufe ist jetzt übertrieben. Ich muss es so sagen, mit der Salbung des Heiligen Geistes. Es heißt im 1. Samuelbuch, Kapitel 16, Vers 13, da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Also der Geist ist auf David geblieben. Er wurde gesalbt mit einem Ölhorn. Und es heißt so schön über Jesus Christus, Zacharias sagt das in Lukas 1, 68, 69, als Jesus geboren werden sollte. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk besucht hat und ihm Erlösung bereitet hat und uns ein Horn des Heils aufgerichtet hat in dem Haus David seines Knechtes. David wurde mit Öl aus einem Ölhorn gesalbt.
Und das wird jetzt schon angewandt in Parallele auf die Geburt Jesu. Ist doch herrlich. Zu der Zeit, als David erwählt wurde, lebte ein anderer König in Israel namens Saul, eines Hauptes länger als das ganze Volk. Äußerlich eine tolle Darstellung, schicker Mann, schöner Mann. Darauf kommt es nicht an. Das war David übrigens auch sehr schön, ja? Rötlich. Der hatte sogar Sommersprossen wahrscheinlich, kann man von ausgehen, oder? Wenn er rötlich war. Also wahrscheinlich Sommersprossen gehabt. Jeder Mensch ist schön. Ich habe noch nie einen hässlichen Menschen gesehen. Sie schon mal? Ich noch nie. Nur wenn sie es selber tun. Sich hier diese Dinger spritzen da. Wie heißt das da? Diese, können Sie nicht mehr lachen. Dann werden sie hässlich. Aber sonst, und das macht der Mensch selber, ja? Aber sonst gibt es nur schöne Menschen. In jedem Alter. Aber das wollte ich nicht sagen. Es regierte ein anderer König namens Saul und das war der Mann nach dem Herzen des Volkes. Er hat sich von Gott abgewandt. Er ist dämonisiert worden. Er ist untreu geworden, ungehorsam, okkult belastet. Er hat Gott verlassen, Gott hat ihn verlassen. Das war der Mann, den das Volk wollte. Gib uns einen König, wir wollen sein wie alle Völker, wie alle Nationen. Und Gott hat es zugelassen. Das wird nochmal passieren in der Geschichte des jüdischen Volkes, oder? Eines Tages wird das noch einmal so sein. Wir wollen einen König, wir wollen einen irdischen Regenten, einen Mann nach unserem Herzen. Den werden sie wiederkriegen. Den sogenannten Antichristen. Aber dann hat sich dieser Saul, wie gesagt, von Gott abgewandt und Gott sich von ihm abgewandt. Und dann sagte Gott dem Samuel, sei nicht traurig. Sie haben ja nicht dich verworfen, indem sie sich einen König erwählt haben. Sie haben ja mich verworfen. Sehen Sie die Prophetie? In Zukunft wird das wieder so sein, wie gesagt. Und dann sagt Gott und schickt den Samuel in das Haus Isai nach Bethlehem, des Bethlehemiters, und sagt, geh in das Haus dieses Bethlehemiters Isai zu seinen Söhnen. Einen von seinen Söhnen habe ich mir erwählt, der soll König über Israel sein und das wird der Mann sein nach meinem Herzen. Da haben wir einerseits den Antichristus, der Mann nach dem Herzen der Nation, und dann haben wir den Christus, den Mann nach dem Herzen Gottes. Saul und David. Und dann ist Saul bekanntlich in das Haus des Isai gegangen, nach Bethlehem, und er sagt ihm, ich finde das eigentlich so interessant, ergreifend irgendwo, dass er ihm sagt, du, wo sind deine Söhne, ruf die mal, Gott hat einen von ihnen zum König erwählt. Die waren natürlich alle verdutzt und so, und dann hat er ja seine Söhne gehabt und die hat er auch alle gerufen und sind gekommen, und dann hat Samuel gedacht, ja, der Eliab, das ist der, erstens mal sieht der auch gut aus, geht immer so viel ums gut aussehen, ja. Er sieht auch gut aus und er ist ja der Erstgeborene, also ist ja völlig normal, gerade damals im Orient, in dieser Situation, der muss es ja sein. Und dann sagt Gott, nein, Samuel, den habe ich verworfen, schau nicht auf sein Äußeres. Die Menschen schauen immer so sehr aufs Äußere, ja? Es wird ihnen so groß und so wichtig. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott sieht das Herz an. Der David, der war so ganz allein und einsam auf den Hirtenfeldern Bethlehems. Da hat ihn niemand beobachtet, da war er ganz allein. Und da lebte er nach dem Herzen Gottes. Wo leben wir, wenn uns keiner sieht? Wenn wir allein sind? Wenn wir meinen, es beobachtet uns keiner? Leben wir dann nach dem Herzen Gottes? David hat das gemacht. Das hat Gott gesehen. Hat er gesagt, der ist es. Da kam der zweite Sohn, sollte der gesagt werden, war es auch nicht, der dritte auch nicht, der vierte auch nicht, der fünfte auch nicht, der sechste auch nicht. Und dann sagte Samuel, ja Mensch, komisch, Gott hat mich hier in das Haus gesandt, ich soll einen salben, jetzt sind die alle durch und keiner ist es. Und dann fragt er natürlich, ja, sind das der Söhne alle? Dann haben die an David gar nicht gedacht.
Da hat der Papa gesagt, ja, Entschuldigung, ja gut, wir haben noch einen, aber der Jüngste, der ist beim Kleinvieh draußen auf den Hirtenfeldern, aber ich gebe das jetzt mal mit meinen Worten weiter, der kann es ja wohl nicht sein. Die haben den gar nicht gerufen. Die 6 waren im Haus, den David haben sie draußen gelassen. Und da sagt Samuel, ruf ihn her, wir werden uns nicht eher setzen, bis der gekommen ist. Und dann kam David in seinem Hirtenjäckchen, ja, vom Feld mit seinem Stab in der Hand wahrscheinlich, vielleicht die Schleuder auch noch, hat mit Gott gelebt, Harfe vielleicht auch noch mit dabei gehabt, weiß es nicht. Der war ja alles, ja, Musiker, Psalmdichter, König, also wunderbar. Und dann sagt Gott zu Samuel, auf, der ist es, salbe ihn. Und dann wurde er gesalbt, so ganz unkonventionell ging das. Wie war das denn mit Jesus? Jesus ist in Bethlehem geboren, dann hat er im Verborgenen gelebt, ungefähr 30 Jahre, sagen wir mal so ungefähr, ja, knapp. Und dann ist er aus der Verborgenheit aufgetreten. Israel erwartete ja einen Retter. Aber diesen Jesus da aus Nazareth, also mit dem haben sie auch nicht gerechnet. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und da stand Jesus Christus auf und ging an den Jordan und ließ sich taufen mitten unter seinen Brüdern, unter den Israeliten, seinen irdischen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David. Von diesem Tag an und darüber hinaus. Und wie war das bei Jesus, als er sich taufen ließ? Der Heilige Geist kam wie eine Taube herab und setzte sich auf ihm und blieb auf ihm. Ich finde das wunderschöne Parallelen. Und dann die Reihenfolge. Sehen Sie, wenn man die Geschichte Davids durchliest, dann stellt man fest, 1. Samuel Kapitel 16, Berufung Davids und Salbung. Ja? Nach der Salbung tritt er auf und schafft dem von Dämonen geplagten Saul Erleichterung, indem er vor ihm Harfe spielte und wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, auch gesungen hat, Psalmen gesungen hat. Ja? Das Wort Gottes ist die Kraft. Und dann fand der David Erleichterung. Und danach kam es in 1. Samuel Kapitel 17 zur direkten Konfrontation mit Goliath. Da hat er ihn besiegt. Wie war das bei Jesus? Jesu Öffentlichkeitsarbeit begann mit der Salbung. Dann trat er in Israel auf und verschaffte dem jüdischen Volk Linderung, indem er unendlich viele Dämonen austrieb. Ist es nicht so? Maria Magdalena, 7 Dämonen, glaube ich, ja? Dann die eine Legion in einem Mann, eine ganze Legion von Dämonen. Oder der Vater, der einen Sohn hatte, der von Dämonen geplagt und immer wieder ins Feuer geworfen wurde. Und Jesus hat Linderung verschafft. Und schlussendlich kam es zur ganz großen Konfrontation am Kreuz von Golgatha, ich sage jetzt mal mit Goliath, aber Sie wissen, wen ich meine, ne? Dem Teufel, vor dem alle Angst haben. Wir kommen noch darauf zurück. Wie kam es denn zu dieser Konfrontation? Es ist ja schön, wie die Brüder das gesungen haben. Ja, Jesus kam herab. Ja? Jesus kam herab. Habt ihr immer wiederholt, ne? Jesus kam herab. Das war so. Auch Saul und die Männer von Israel sammelten sich und schlugen ihre Lager im Terebintental auf. Ja? Terebintental. Und sie rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Und die Philister standen am jenseitigen Berg. Okay? Und die Israeliten aber am diesseitigen Berg. Und da war das Tal, das Terebintental. Und das Tal lag zwischen ihnen. Da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer hervor mit Namen Goliath aus Gat,
Der war 6 Ellen und eine Spanne groß und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israel zu und sprach zu ihnen: Weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Er wählt euch einen Mann, der zu mir herabkommen soll, ins Terebintental. Und dann heißt es: Und der Philister trat morgens und abends herzu und stellte sich hin, 40 Tage lang. Als Jesus auftrat, kam es zu einer direkten Konfrontation mit dem Teufel. Ja? Lukas Kapitel 4. Wie lange? Ja, man kann sagen 40 Tage. Oder zumindest hat er 40 Tage nicht gegessen und gefastet und dann kam es zu dieser Konfrontation. Aber jetzt mal, also jetzt stehen die da, 40 Tage. Die Philister aufgerüstet, die Israeliten aufgerüstet. Keiner greift an. Komischer Krieg. 10 Tage vergehen, keiner greift an. 15 Tage vergehen, keiner greift an. 40 Tage vergehen, keiner greift an. Die gucken sich jeden Tag in die Augen und gucken da rum. Schleifen vielleicht ihre Schwerter. So, ja. Warum haben die sich nicht angegriffen? Das ist ganz einfach. Wir haben ja gelesen, die Philister standen an dem Berghang, die Israeliten an diesem Berghang. Unten war das Tal. Wenn jetzt die Philister angegriffen hätten, hätten sie den Berg runtergemusst. Ist es so? Und auf der anderen Seite wieder hoch. Dann wären die Israeliten im Vorteil gewesen, oder? Von oben. Umgekehrt aber auch. Wenn jetzt die Israeliten angegriffen hätten und hätten sie durch das Tal gemusst, dann wären die Philister im Vorteil gewesen. Und da hat keiner angefangen, weil die wussten, ja, wer anfängt, ist im Nachteil. Also warten wir lieber. Und dann war das damals gar nicht so unüblich, dass man das so gemacht hat, wie das hier eben steht, dass dann der beste Gladiator eines Heeres hinausgetreten ist und einen Gladiator, den besten Kämpfer des anderen Heeres, herausgefordert hat und gesagt hat, komm, man wollte Verluste meiden, man wollte auch finanzielle Verluste meiden, man brauchte ja das Heer, es gab ja noch mehr Kriege und so weiter und so fort. Und dann hat man gesagt, okay, euer bester Mann gegen unseren bester Mann und wer gewinnt, dessen ganze Nation hat gewonnen. Und darum ist der Goliath so aufgetreten und hat gesagt, kommt, hier bin ich, schickt mir euren Besten. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Also der Goliath, stellen Sie sich mal vor, 6 Ellen eine Spanne, also der war ungefähr 3 Meter, 3,10 Meter. Wir sind in Ostdeutschland sind wir gewesen, im Erzgebirge, und da ist eine Zimmermannsfamilie, also die haben ein Zimmereigeschäft mit so einem mittelständiger Betrieb. Und die sind gläubig an Jesus Christus, die haben einen biblischen Garten angelegt. Ich sage Ihnen, fantastisch. See Genezareth, genau die Form, natürlich nicht so groß, ja, aber genau die Form, wie so ein Teich. Golgatha, dann haben die dann Hausstehen gebaut, wie das damals üblich gewesen ist im Nahen Osten. Und ein Abendmahlsaal also ganz toll gemacht. Da kommen ganze Schulbusse mit Kindern. Und dann wird denen für Station wird ihnen die Geschichte erzählt. Und dann und die Geschichte beginnt, obwohl dieses ganze Terrain neutestamentlich gestaltet ist, beginnt es mit Goliath. Und zwar aus dem Grund, weil Jesus war der Sohn Davids und diese große Konfrontation mit Goliath, das ist ja diese prägnante Stelle. Ja? Und dann haben die da aus Holz, so einen Holzstamm, so geschnitzt, den Goliath. Ich sage Ihnen, da müssen Sie mal vorstellen. Ja, echt, 3,10 Meter, du, da denkst du, boah. Und da steht da der David. Und das ganze Volk hat geguckt, dann hat er da noch einen Helm auf, da wirkt er noch größer, eiserne Stiefel machten ihn wahrscheinlich auch noch größer, dann hatte der ein Kettenhemd von sage und schreibe ungefähr 60 Kilo, dann hatte der einen Spieß, ne? Ein Speer mit vorne eine Spitze dran, die wog ungefähr 7 Kilo. Und dann noch ein Riesenschwert.
Und noch ein Kampfvorläufer da, so ein ich vergesse jedes Mal den Namen, wenn ich den sagen will. Ja, einer, der ihm die Rüstung trug oder irgendwas. Ja? Auf jeden Fall, das war eine Erscheinung. Können Sie sich vorstellen, dass die Israeliten Angst hatten? Und jetzt steht da dieser Goliath mit seiner Riesenrüstung, der beste Kämpfer von ganz Philisterland, Riesenkerl. Und jetzt erwartet der natürliche Mensch, jetzt wird aber mal Zeit, hoffentlich schicken die mir jetzt mal ihren stärksten Mann, ihren Gladiator. Und auf einmal lichten sich die Reihen, da kommt da der David. Ja? Mit dem Hirtenhemd, einem Stock in der Hand. Ja, kann man sich doch vorstellen. Kann man sich doch vorstellen, dass der Goliath gesagt hat, hör mal, wollt ihr mich zum Narren halten? Wie kommst du denn zu mir mit Stecken und Stab? Bin ich nicht ein Philister? Und er fluchte David bei seinen Göttern. Und David sagt, der Kampf, den ich kämpfe, ist des Herrn Kampf. Und darum wirst du verlieren. Keine Macht der Welt wird es aufnehmen können mit Gott. Du hast die Schlachtreihen des Gottes Israels verspottet. Gott wird deinen Kopf in meine Hand geben. Wir kennen die Geschichte, ja. Und jetzt, um in diese Konfrontation zu kommen mit Goliath, musste der David von dem Berghang runter ins Tal, ins Terebintental, ich sag mal ins Todestal. Und unten im Todestal, da haben sich Goliath und David begegnet. War das nicht mit Jesus auch so? Jesus hat die Herrlichkeit verlassen. Er ist in das Todestal, unsere Welt gekommen. Und hier hat ihn der Teufel empfangen. Und sein Dienst gegen ihn begann mit diesen 40 Tagen. Und er endete am Kreuz von Golgatha. Ich sag mal mit Stecken und Stab, ja? Hier. Mit Stecken und Stab. Unter anderem natürlich noch eine Schleuder. Und hier im Todestal dieser Welt hat der Herr Jesus Christus, der himmlische David, den Goliath, den Teufel besiegt, entwaffnet, geköpft. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Geht immer um den Kopf. Und der Weg dazu, das war auch interessant, nämlich, da lesen wir dann in Kapitel 17, 1. Samuel 17, Isai aber sagte zu seinem Sohn David, nimm doch für deine Brüder diese Eva gerösteten Körner und diese 10 Brote und bring sie schnell in das Lager zu deinen Brüdern. Geh zu deinen Brüdern, bring ihnen Brot. Jesus, ja, aus Bethlehem. Ne? Jesus, aus Bethlehem. Brothaus. Ja? Jesus selber, das Brot des Lebens. Und er kam zu seinen Brüdern. Und wir lesen weiter. Und erkundige dich nach ihnen. Und dann heißt es, da machte sich David des Morgens früh auf, überließ die Schafe einem Hüter. Er nahm also diese Geschenke, das Brot etc. und ging hin, wie Isai ihm geboten hatte. Er war vollkommen gehorsam seinem Vater gegenüber. Er hat die Schafe, auf die er aufgepasst hatte, die hat er einem Hüter übergeben, um seine Brüder zu besuchen. Was hat denn Jesus damals gesagt? Wer von euch hat 100 Schafe? Und eins geht ihm verloren. Dann lässt er die anderen. Um das eine zu suchen. Genau wie hier. So ähnlich, ne? Deutet an. Oder ist angedeutet. Und dann eben die Konfrontation mit dem Goliath und David sagt, wer ist denn dieser Mann und was geschieht dem, der diese Schande von Israel abwendet? Schande von Israel abwendet. Und der David war so unbekümmert und so gottgläubig und so mutig. Und dann kommen seine Brüder, der Erstgeborene Eliab, der ja nicht gesalbt worden wurde, und sagt,
Und Eliab, sein ältester Bruder, hörte zu, als er mit den Männern redete. Und der Zorn Eliabs entbrannte über David und er sagte, warum bist du überhaupt herabgekommen? Warum bist du überhaupt herabgekommen? Und wem hast du jene paar Schafe in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit, die Bosheit deines Herzens. Was? Er war der Mann nach dem Herzen Gottes. Man hat ihm total Falsches unterstellt. Wie war das, als Jesus kam? Warum bist du überhaupt herabgekommen? Bist du nicht der Sohn des Zimmermanns? Ist nicht Maria seine Mutter und Josef und Judas und Jakobus seine Brüder? Sie glaubten nicht. Sie glaubten nicht. Und dann heißt es als Reaktion Davids, da heißt es, und David antwortete, was hab ich denn getan? Ist es nicht der Mühe wert? Und er wandte sich ab und er wandte sich einem anderen zu und sprach dieselben Worte. Wie war das mit Jesus? Er kam in sein Eigentum und sein Eigentum haben ihn nicht erkannt, sie haben ihn verworfen, sie haben ihn missverstanden, sie haben ihm nicht geglaubt. Und dann hat sich Jesus abgewandt und einem anderen zugewandt. Wem denn? Wem hat er sich zugewandt? Und die Worte des Lebens gesprochen. Uns, ne? Wir rühmen heute den Sieg über Goliath, oder? Die Israeliten nicht. Die haben es noch gar nicht verstanden. Die haben es noch gar nicht verstanden. Nur ein paar. Als dann David kam und sich in diese Konfrontation einließ, dann sieht man auch den Sinn seines Kommens. Der ist zweifach. Er kam erstens und er befreite mit seinem Sieg über Goliath, befreite er Israel von der Angst, von der Furcht. Haben Sie Angst? Furcht? Saul und ganz Israel hörte die Worte der Philister und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Als aber alle Männer von Israel den Mann sahen, flohen sie vor ihm und fürchteten sich sehr. Und jetzt kommt der David. Ganz Israel hatte Angst, ganz Israel war am Schlottern. Ganz Israel war niedergeschlagen. Saul hatte keinen Rat mehr. Alle waren am Beben und liefen weg und versteckten sich, wenn dieser große Kerl da jedes Mal auftrat. Die hatten so eine Angst vor ihm. Und da kommt der David und besiegt den Goliath und was kehrt ein anstelle von Furcht? Freude. Ja, der neueste Hit in den Charts damals von Israel. Saul hat Tausende geschlagen, haben sie gesungen, auf den Straßen. Aber David hat seiner Zehntausende geschlagen. Das war der Hit Nummer 1 damals. Ja? Der wurde immer wieder gesungen, immer wieder. Freude statt Trauer, statt Angst, statt Furcht. Mir erzählte kürzlich oder uns erzählte kürzlich ein Ehepaar, dessen Sohn ist Lokomotivführer in der Schweiz. Und der sagt, Punkt, ab 1. November nehmen die Suizide auf den Schienen in der Schweiz zu. Geht durchs ganze Jahr, aber Punkt, ab 1. November kann man sagen, ist es besonders stark und die Lokomotivführer haben Angst, das ist doch klar. Bin ich dran? Niedergeschlagen, depressiv, Angst, Furcht. Warum haben wir überhaupt Angst? Vor was? Vor der Zukunft. Gibt es einen Gott, gibt es keinen Gott? Himmel, Hölle, Tod, ewiges Leben. Wie ist das mit der Sünde? Muss ich mich rechtfertigen? Wie komme ich finanziell zurecht? Wie sieht mein Alter aus? Wenn ich mal schwer krank werde, nicht mehr laufen kann, gepflegt werden muss. Angst, Angst. Als Adam und Eva gesündigt haben, was war das erste Resultat? Und sie fürchteten sich. Sünde macht immer Angst. Immer. Da können sie noch so schön sein und noch so groß. Sünde macht immer Angst.
Und dann ist da dieser David, dieser himmlische David. Und dann tritt er in unser Leben. Nicht, dass wir dann keine Angst mehr hätten, ja, vor Gewissen, wenn man zu schnell Auto fährt oder Motorrad oder was. Ja, dann da hat man auch Angst, ne? Vor allem, wenn man selber nicht am Steuer sitzt. Aber so die Grundangst des Lebens ist einem doch genommen, oder nicht? Wir sind doch geborgen. Wir wissen doch, wo es hingeht. Die Sünde ist vergeben. Und das war das zweite Resultat von David, das er erlangen. Er kam, ich hatte das schon betont beim Lesen, und er wälzte die Schande von Israel ab. Über David heißt es 1. Samuel 17, 26, da sagte David zu den Männern, die bei ihm standen, was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Finde ich so einen schönen Satz. Schande abwälzen, wegnehmen. Fujikato. Die Schande, die sich aufhäuft, ja, Sünde, die sich aufhäuft. Wie ist das in unserem Leben, bevor wir Christus kannten? Man hat immer versucht, Ausreden zu suchen, vielleicht auch mal zu beichten und so, aber was war das Resultat? Eigentlich hat sich Sünde immer nur aufgehäuft, immer nur aufgehäuft, immer nur aufgehäuft. Dann meint man ja, durch eine gute Tat kann vielleicht wieder 3 Sünden weggetan werden. Nix da. Es häuft sich wieder auf, es häuft sich wieder auf. Es kommt dazu, ein Leben lang kommt eigentlich nur dazu. Und dann ist da der Herr Jesus Christus, unser himmlischer David, und wir kommen zu ihm und wir bringen ihm unser Leben und er nimmt unsere Sünde mit einem Rutsch und abgewälzt. Und das, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, für immer vollkommen gemacht, für immer geheiligt. Das bedeutet nicht, dass es gut, dass wir jetzt drauf lossündigen können. Ja? Nein, dann ist die Gemeinschaft mit ihm betrübt. Aber wir bleiben Kinder Gottes. Und über Israels Zukunft heißt es ja dann auch in Römer 11, 26, da heißt es über Jesus, und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, denn aus Zion wird der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden, abwälzen, die Schande abwälzen. Ist das in Ihrem Leben schon geschehen? Darf ich mal zwischendurch fragen vielleicht, ja? Die Schande abgewälzt, die Urangst genommen. Es darf geschehen heute, am Siegesholz. Der Goliath spottet, wie kommst du zu mir mit Stecken und Stab? Bin ich denn ein Hund? Und der Herr besiegt ihn, er spottet, er flucht David bei seinen Dämonen, bei seinen Göttern, das waren ja Dämonen. Und so sagt uns die Bibel im Korintherbrief, ja? Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Was soll das mit dem Kreuz? Hier mit Stecken und Stab. Was meint ihr Christen überhaupt? Ihr seid besser oder was? Und man flucht und man spottet. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Der Kampf ist des Herrn. So unkonventionell. Mit einer Schleuder, ja? Mit Stecken und Stab. Wurde dieser Mann da besiegt. Nicht mit der F-18. Oder wie heißen diese neuen Schweizer Flieger da? Hä? Grippe. Oh, die Armen. Naja. Oder mit Leopard 2 und was weiß ich und die besten MGs, nein. Mit Stecken und Stab und mit der Schleuder. Mit dem Kreuz hat er gesiegt. Ganz unkonventionell. Und das ist das Interessante, ihr Lieben. Das ist faszinierend. Gucken Sie, David hat ganz alleine gekämpft. Keiner konnte ihm helfen. Nicht mal die Rüstung von Saul konnte er anziehen. Er hat er verworfen und hat gesagt, das geht nicht. Er hat ganz alleine, ganz einsam, ist er in das Terebintental hinunter und hat sich der Konfrontation mit Goliath gestellt. Er allein, keiner stand hinter oder neben ihm. Kein Waffenträger, nichts. Er allein. Und er siegt. Und sein Sieg
wurde ganz Israel angerechnet. Ganz Israel hat gewonnen. Der Sieg von Golgatha ist heute 2000 Jahre alt. Und wenn heute einer sagt, ich glaube auch an diesen himmlischen David als meinen Heiland, dann wird der Sieg, der vor 2000 Jahren errungen worden ist, der wird Ihnen heute noch angerechnet. Der wird Ihnen angerechnet, was er alleine gekämpft hat. Nicht mal die Jünger konnten ihm helfen. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Nein, war nicht drin. Er hat es ganz allein gemacht und für alle gewonnen. Was für eine Botschaft. Ja, und dann hat David noch gesagt, die ganze Welt soll erfahren, dass Israel einen Gott hat und dass Gott deinen Kopf in meine Hand gibt. Die ganze Welt soll es erfahren. Und so hat es Jesus auch ähnlich gesagt, ja? Nachdem er den Goliath besiegt hat und aus dem Toten auferstanden ist, da hat er seinen Jüngern gesagt, und jetzt geht hin in alle Welt und verkündigt das. Die ganze Welt muss diesen Sieg erfahren. Und vielleicht noch zu der Frage, wie hat er denn den Goliath besiegt? Womit hat er ihn denn getötet? Womit hat er ihn getötet? Bitte? Steinschleuder, ja. Ein Schwert, eigentlich mit dem Schwert. Im Grunde genommen hat David den Goliath getötet mit seinen eigenen Waffen. Also er hat Goliath mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Er hatte ja gar kein Schwert bei sich, der hatte ja nur einen Stecken da. Wir lesen mal. Es geschah, als der Philister sich aufmachte und näher an David herankam, da lief David eilends von den Schlachtreihen aus dem Philister entgegen. Und David griff mit seiner Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus und schleuderte und traf den Philister an seine Stirn. Und der Stein drang ihm in die Stirn ein und er fiel auf sein Angesicht zur Erde. Ein bisschen komisch, ne? Also wenn man jetzt mal bedenkt, so, also der konnte ja unheimlich zielen. Ich meine, gut, dahinter stand der Herr, der den Stein gelenkt hat sicherlich. Aber dennoch, der hat da geschleudert. Und der Stein mit voller Wucht dringt ihm in die Stirn ein. Und da müsste man doch eigentlich sagen, Mensch, der muss auch nach hinten fallen. Ne? Und das sieht man, glaube ich, meistens auf so Bildern. So Kinderbildern oder so, wie der Goliath so nach hinten kippt. Aber das war ja nicht so. Der fiel auf sein Angesicht. Der fiel auf sein Angesicht vor David. Jedes Knie muss sich beugen. Jede Zunge soll bekennen, dass Jesus Christus ist der Herr. Wir hatten das gelesen, Apostelgeschichte Kapitel 2, da hieß es, ich werde alle zum Schemel deiner Füße legen. So überwand David mit der Schleuder und mit dem Stein den Philister und er traf den Philister und tötete ihn. Aber er war noch nicht ganz tot, er war 3/4 tot, das reicht auch schon. Aber es hat noch nicht gereicht, um Organe zu entnehmen. Ja, das war jetzt ein Seitenhieb, Entschuldigung. Ja, er war eben noch nicht ganz tot. Und dann geht es weiter. David aber hatte kein Schwert in der Hand und David lief und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert, zog es aus seiner Scheide und tötete ihn vollends. Jetzt war er ganz tot. Und hieb ihm den Kopf damit ab. Er hat den Goliath getötet mit dessen eigenem Schwert. Und das hat Jesus auch getan. Wie hat Jesus den Tod getötet, den Teufel besiegt? Mit dessen eigenem Waffe, nämlich dem Tod. Ja? Das heißt ja, in Hebräer 2,14, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er, der Herr Jesus, gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, ist eben auch Mensch geworden in Bethlehem. Und damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setze, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Das Schwert des Teufels war der Tod. Und Jesus
hat dieses Schwert des Teufels genommen, indem er als Sündloser selber gestorben ist. Hat er den Teufel besiegt mit seiner eigenen Waffe. Er hat den Tod getötet mit dem Tod. So hat er das gemacht. Klar müssen wir heute noch sterben, aber wir wissen, den Schlüssel Davids heute, ja, den hat Jesus. Er schließt auf und niemand kann zuschließen und umgekehrt. Er hat die Pforten der Hölle in seiner Hand. Und dann hat er ihn noch entwaffnet. Das ist ein bisschen, ist schon ein kleiner Gruselfilm hier. David aber nahm den Kopf des Philisters und brachte ihn nach Jerusalem. Seine Waffen aber legte er in sein Zelt. Also es geht immer um den Kopf, interessanterweise. Ja? Er schlug ihm den Kopf ab, er hat vorher schon prophezeit, ich werde dir den Kopf abhacken. Und jetzt nimmt er auch tatsächlich, jetzt nimmt er da diesen riesen Kopf, der David mit seinem Hirtenhemd, und marschiert damit nach Jerusalem. Und legt den Kopf da von, ja, gruselig ein bisschen, ja, aber so war das damals. Und legt den Kopf von Goliath nach Jerusalem. Die Stadt des Sieges, des Triumphes. Er hat gesiegt. Wo hat er das getan? Über den Teufel Goliath. Und dann heißt es, und seine Waffen aber legte er in sein Zelt. Also die Waffen Goliaths legte David in Davids Zelt. Und er konnte damit sagen, Goliath, Goliath, deine Waffen gehören mir. Ich bestimme über deine Waffen. Wissen Sie, was ich glaube? Dass jeder Mensch heute, egal wie er belastet ist, durch die Hinwendung zu Jesus Christus befreit wird, ohne Dämonenaustreibung. Der Weg dahin ist manchmal schwer. Das kann Gebet und Fasten und Betreuung und so weiter, viel seelsorgerliche Arbeit. Aber machen Sie sich keine Angst, dass Sie noch besessen sind oder belastet. Der Teufel ist entwaffnet. Kolosser 1, 13, 14, als er so, also der Herr Jesus am Kreuz, die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Wie David, der die Waffen Goliaths in sein eigenes Zelt legt und sagen kann, haha, ich bin der Herr. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Ja, das ist die Geschichte. Und jetzt endigen wir mit einem letzten Punkt, mit einer Frage oder mit einem interessanten Hinweis. Und ich muss sagen, habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht. Ich habe mir gedacht, komisch, ob die Geschichte hier 1. Samuel 16, 17, ob das vielleicht nicht chronologisch ist oder so, aber dann habe ich sie gelesen, habe ich gedacht, nee, das ist genau chronologisch. Die Reihenfolge war so: David wurde erwählt, David wurde gesalbt, David kam zu Saul und schaffte ihm von den Dämonen Erleichterung, und danach kam es zur Konfrontation mit Goliath. Ja? Und nach dem Sieg über Goliath heißt es, sehen, ob Sie es merken, 1. Samuel 17, ab Vers 55. Als aber Saul sah, wie David gegen den Philister auszog, sprach er zu Abner, dem Heerführer: Abner, wessen Sohn ist dieser Bursche da? Merken Sie was? Abner aber sprach: So wahr deine Seele lebt, o König, ich weiß es nicht. Der König sprach: So erfrage doch, wessen Sohn dieser junge Mann ist. Sobald nun David nach der Erlangung der Philister zurückkehrte, nahm ihn Abner und brachte ihn vor Saul. Und hier wieder. Und der Kopf des Philisters war in seiner Hand. Da stand er da vom Saul, ja? Mit dem riesen Schädel in der Hand. Skurril, ne? Oder wie sagt man? Und dann: Und Saul sprach zu ihm: Knabe, wessen Sohn bist du? David sprach: Ich bin ein Sohn deines Knechtes Isai.
des Bethlehemiter. Ich bin der Mann aus Bethlehem. So, jetzt war ja der David war doch schon bei Saul bekannt. Der hat ihm doch schon geholfen. Der hat schon bei ihm gelebt. Der hat schon Gitarre gespielt bei ihm. Kapitel 16, vorher. Kapitel 16. Saul war geplagt von dem bösen Geist, hat sehr gelitten. Und dann sagt einer seiner Bediensteten, sieh, ich habe einen Sohn Isais des Bethlehemiten gesehen, der zu spielen versteht, und er ist ein tapferer Held und ein Kriegsmann und der Rede verständig und ein schöner Mann, und der Herr ist mit ihm. Manche sind ja intelligent und schön und tapfer und wissen sich darzustellen, aber der letzte Satz fehlt. Der Herr ist mit ihm. Ja? Steht übrigens vorher über David, Vers 16, 12. Und er sandte hin und ließ ihn kommen, und er war rötlich. Also, dazu schön von Augen und von gutem Aussehen. Und der Herr sprach auf, salbe ihn, denn er ist es, der Mann nach meinem Herzen. Ja gut, und dann heißt es weiter, da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, erstens, sende doch deinen Sohn David, mit Namen wird er genannt, zu mir, der beim Kleinvieh ist. Und Isai nahm einen Esel, zweitens, mit Brot, drittens, und einen Schlauch Wein, viertens, und ein Ziegenböckchen, fünftens. Und er sandte es durch seinen Sohn David zu Saul. Das ist ja wie so die erste Ankunft Jesu, oder? Prophetisch, also Jesus wird gesendet. Dann lesen wir hier Brot, Jesus, das Brot des Lebens, Esel, auf einen Esel reitet er ein nach Jerusalem, ja? Oder Wein, Jesus bringt uns, die Geschichte Jesu im Johannesevangelium beginnt ja sozusagen mit der Hochzeit zu Kana, wo Wasser in Wein verwandelt wird. Ein Bild der Liebe, der Freude. Ein Ziegenböckchen, Opfer. Und so sendet er ihn zu Saul, und dann heißt es weiter, und David kam zu Saul, stand vor ihm, und er liebte ihn sehr, und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen, lass doch David vor mich stehen, denn er hat Gnade gefunden in meinen Augen. Und es geschah, ja, das war geheuchelt, ja. Am Anfang vielleicht schon Gnade gefunden, haben sich alle gefreut, als Jesus das erste Mal kam, und nachher haben sie Hass gehabt, ne? Genau wie Saul. Und es geschah, wenn der Geist von Gott über Saul kam, so nahm David die Laute und spielte mit seiner Hand, und Saul fand Erleichterung, und es war ihm wohl, und der böse Geist wich von ihm. Das ist der Dienst Jesu bei seinem ersten Kommen. Er schaffte Israel Erleichterung von den Dämonen. Und jetzt kommt es zur Konfrontation mit Goliath, und der Saul weiß nicht, wer das ist. Wer ist der? Abner, General, wer ist das? Und der auch ganz verdutzt. Keine Ahnung. Ja, erkundige dich. Also es ist genau Israel. Sehen Sie, Jesus kam auf dieses Erdental, er kam nach Israel, er lebte unter ihnen, er schaffte ihnen Erleichterung, und sie haben ihn nicht erkannt. Bis heute nicht. Und wenn er wiederkommt, dann werden sie vielleicht, ich sage das mal so in Anführungsstriche, wer ist das? Ja, das ist der Mann aus Bethlehem. Und dann werden sie weinen, wie man weint um einen Eingeborenen. Ja. Und werden Buße tun. Denn es wird ja nochmal zu einer solchen ähnlichen Konfrontation kommen hier wie David und Goliath, wenn wir denken nur an Armageddon, ja. Wenn sich die ganze Welt, alle Nationenwelt vereinigt, man hat ja heute manchmal den Eindruck, dass die Ansätze schon da sind, wenn sich dann die ganze Welt unter dem Antichristen vereinigt, unter dem nächsten Saul oder Goliath, ja, und dann gegen Israel kämpft, um es auszulöschen, zu vernichten. Und dann wird der himmlische David wiederkommen, und er wird den Sieg schaffen. Und dann werden sie verdutzt sein, die Israeliten, die Juden, und werden staunen, den wir vor 2000 Jahren oder wie viel
verworfen haben. Das ist unser Retter, unser Erlöser, der Mann aus Bethlehem. Und man hat in jeder Beziehung den Eindruck, dass Gott heute die Bühne baut, ja, für diese letzten Szenarien. Wie lange es auch noch dauert. Die beiden Männer aus Bethlehem. Amen. Ich möchte noch mal hinweisen auf das Buch. Also vielleicht durfte ich ein bisschen Interesse wecken. Ich habe jetzt eine lange Buchbesprechung gemacht. Stehen natürlich noch andere Kapitel drin. Auch die 6 Brüder von David, ganz interessante Linien. Die Siege Davids sind gleich die Siege Jesu und so weiter und so fort. Also ja, nehmen Sie es einfach mit. Jetzt möchte ich noch ein Gebet sprechen und danach singen wir 457, O du Fröhliche, denn wir haben ja allen Grund, fröhlich zu sein. Denn Jesus hat die Angst genommen, die Urangst der Sünde zumindest. Aber zuerst bete ich. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir uns in dieser Adventszeit daran erinnern dürfen, an David, der Mann damals nach deinem Herzen und wie du ihn gesetzt hast zu einem prophetischen Beispiel auf Jesus, den himmlischen David, deinen Sohn. Und wie wir solche Parallelen sehen und dann wieder darüber staunen, welch roter Faden die Bibel doch hat. Aber auch, dass wir diese prophetischen Linien sehen und Aspekte und heilsgeschichtlich, aber ebenso auch persönlich, Herr, dass wir mit unserer Angst zu dir kommen dürfen, Jesus. Dass wir mit unserer Sünde belastet, wenn wir beschwert sind, zu dir kommen dürfen. Du hast die Macht, das wegzuwischen. Dass du den Goliath besiegt hast, Herr, am Kreuz. Dass du wiederkommst in Herrlichkeit, als der große Mann aus Bethlehem. Können dich nur loben und preisen und wollen das tun heute Morgen in unseren Herzen. Wirke du, Herr, an denen, die zugehört haben, die zugeschaut haben. Wirke du nach, wenn da irgendetwas ist, was sie belastet, Herr, was sie bewegt, wo es vielleicht nur um Äußerlichkeiten geht und nicht um das Herz. Da wirke du, dass das Herz sich öffnet und dein Geist im Herzen wirkt und bleibt. In Jesu Namen. Amen. So,